Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Episode Filmleben. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt von ein Like zu lassen, zu abonnieren und noch zu kommentieren. Wenn ihr noch von ihr richtig klassische britische Gangsterfilm seit langem im Kino vermisst wird, für die könnte diese Episode ziemlich interessant gehen. Weil mit The Gentleman ist genau das momentan am Kino. Wenn ihr dann noch hier erwartet, und wenn es um Film geht, seht ihr hier bei Filmleben. Den Drogebaron Mickey Pearson hat sich in London ein kleines, aber lukrativ Marihuana-Imperium aufgebaut. Los der Mickey aber um Punkt, wo er sich mit seiner Frau Rosalind zur Ruhe setzen will und ein legales Leben feiern will. Aber dafür brauchen er sich mal Käfer für seine Plantagen. Und die größten Interessant ist heute Matthew Berger, den ziemlich viel Geld bietet für die gut verstoppten und durch ganz Land verdelte Plantagen. Aber natürlich verlangt Matthew dafür eine Sicherheit. Wo dann noch einmal die halbe Londoner Innerwelt Wand davon erkriegt, wird nicht nur den Mickey voll zu denen, aber auch sein Rezant Ray. Weil lo fängt der rund den Triadeboss Lord George, de verrückten Dry-Eye an die gierischen Ermittler Fletcher sich anzumischen. Wéi das verzwickte Situation da lo ausgeht, da wat für Intrigen han dieser Geschichte stierchen, dat gesieht alles am Kino bei The Gentleman. Wéi schon am Anfang gesot, handelt es sich bei The Gentleman um richtig klassische britische Gangsterfilm. Genauso wie in dat vom Guy Ritchie eigentlich gewinnt ist. Den hört ihn an der Lächt eigentlich schüss nach durch mittelmäßig Sherlock-Filmer an durch die letzten Disneys Aladdin kannt. Mir mit The Gentleman könnten richtig zu seine Wurzeln zurück. Genauso wie in dat von Snatch oder Lockstock and Smoking Barrels gewinnt ist. Und ich ging sogar behaupten, dass mit The Gentleman so ziemlich von seinen besten Filmen gemacht wird. An diesem Film wurde viele interessante Storystränge geschrieben, wo all Charakter interessant ist, wo für dem Herrn und alle gute Schein zusammen feiern. Es ist einfach nur eine schön geschriebene Geschichte, die simpel aufhängt, zum Schluss sich dann aber noch als komplex herausstellt. Was natürlich an seinen britischen Gangsterfilm nicht fehlen dürfen, so richtig gute schwarzen Humor, den nie zu ruppig geht und Gewalt doch immer nimmer eigentlich undeut. Aber das ist aber auch kein Notdel für die Comedy-Elemente, weil somit geht den aus den komödiantischen Dialogen an seiner Situationskomik nie rausgerappt. Und dazu kann ihn an diesem Film eine fantastische Inszenierung erwarten, wie ihn sie eigentlich nicht mehr von Guy Ritchie kennt. So, hallo kommen wir mal zu dem wohl absolut besten am Film, und das Film ist der Cast. Zum Beispiel angefangen mit Matthew McConaughey, den eine Rolle spielt, wie ihn sie eigentlich immer von ihm gesagt, mit die aber trotzdem super gut passt. Er spielt heute einen Drogebaron, den durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist. Relativ ähnlich schon mal dann hier nach den Charlie Hunnam, den dem Mickey sein Rezant spielt. Die zwei sind eigentlich nicht so viel verschieden. Ich kenne vielleicht so, dass die Rolle, die er spielt, der Ray, ein Tick mehr impulsiv ist. Mir auch einer ist an seiner Rolle fantastisch besaht und es gehen sich brillant Dialoge zwischen seinem Kontrahent Fletcher, der gespielt wird vom Hugh Grant. Und ich muss sagen, ich hatte am Anfang schon bald nicht immer erkannt. Und ich meine, ihm seine Rolle ich wohl mal am meisten genoss. Weil beim Hugh Grant gesagt richtig, wie viel Spaß er bei dieser Rolle hat. Und auch noch eine von meinen Lieblingsrollen am Film ist der Colin Farrell, den der Coach spielt. Ihm seine Rolle ist einfach ein klassischer Boxer-Coach. Mit dem könnt ihr richtig tough rüber. Und die Dialoge, die er mit seinen Schülern feiert, die er quasi an die illegalen Szenen mit der Rache sind immens erhaltsam. Ich könnte noch nach Stunden über die Rolle weiterschwätzen, weil sie sind alle gute grandios und funktionieren perfekt zusammen auf der Leinwand. Ob es nur nach Michelle Dockery ist, der Mickey seine Frau spielt, und ob man es genauso tough ist wie er selber, oder nach den Henry Golding, Jeremy Strong, Tom Wu oder Jason Wong, allesamt sind sie absolut brillant an ihre Rollen. Es ist einfach immens genosse klassische britische Gangsterfilme zu gesehen, den sich an einem relativ kleinen Kosmos abhält, an denen einfach nicht mehr mit seinen viele verschiedene Charaktere fesselt. Und ich ging so genau so absurd an der Leicht am Kino gefehlt. Und mit seinen 113 Minuten ist der Film auch keine Sekunde zu lang, mehr ist der Gegenteil, hat ihn nach viel Lever mehr Zeit an dem Universum verbrüht. Erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr der Film gefallen hat und was ihr Lieblings-Gangsterfilme sind. Und denkt von Stift dran, wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like zu lassen, zu abonnieren und noch zu kommentieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit The Gentleman. I want you to play a game with me, Ray. I don't want to play a game. Oh, please. No. I said play a game with me, Raymond. Right. Lovely. I want you to imagine a character. Your boss, Mickey Pearson. You're too smart to be blackmailing us, Fletcher. Sweet Mary Jane is my vice. Your poison, on the other hand, is and always has been the destroyer of worlds. You're out of touch, and I would like you to consider an offer. I am not for sale. The plot begins to thicken. Now, I can't be specific about the heroes and zeros, but our protagonist is a hungry animal.
There is a lot of money hanging in the balance. Our antagonist explodes on the scene like a millennial firework and has indirectly started a war. I think you need to see this, boss. That's one of my firearms. How do they find it? I'm making inquiries. His name is Fahak. We'll spell it with a PA, so it sounds like Fahak. Please! All right, Fahak, Kanda Fahak. Please! And if you smell smoke, it's because there's a fire. So you're gonna have to stamp that out quickly. These people are going to clean house, and you are part of that house. In the jungle, the only way a lion survives, not by acting like a king, by being the king. Brilliant! I've been waiting so long to be where I'm going. Oh, it's really warming up now, isn't it? The sunshine on your There's only one rule in this jungle. When the lion's hungry, he eats. One of our associates had an accident. So you killed someone. No, it was the gravity that killed him. Gonna need those phones.